Wir kennen es doch alle. Magie, die passiert, wenn wir an ein Konzert gehen. Wenn die Künstler und Künstlerinnen, die jetzt über einen gewissen Zeitraum ihre Essenz haben erarbeitet, die auf einmal preisgeben, dann bleibt die Zeit ein Zeitchen stehen. Und so war auch ich erst an einem Konzert. Und die 4 Typen von Bern haben vorne auf der Bühne eine riesige Show abgezogen. Und irgendwann haben sie mit Laser angefangen, Wörter vorne auf die Leinwand projizieren. Das erste Wort, das mir aufgefallen ist Zeit. Und dort ist mir das Thema für die heutige Episode mitten an den Kopf geflogen. Die 2 nächsten Wörter waren nämlich «läuft ab». Die Zeit läuft ab. Die Zeit ist ein riesiges Thema und bekommt momentan richtig viel Aufmerksamkeit. Noch mehr, als dass es sonst sowieso schon bekommt. Weil wir gegen zu wenig Zeit hatten und jetzt auf einmal haben wir so viel, dass wir gar nicht wissen, woher mit der. Und vorher ist die Zeit davon gelaufen, abgelaufen, schier davon gerannt. Wir haben sie verplant und wir haben sie geplant und wieder verplant. Wir wissen auch, dass wir Zeit haben. Wir wissen aber einfach auch nicht, wie lange. Wir haben sie einfach. Aber was wir manchmal nicht so haben, ist Sorge zur Zeit. Und was wir manchmal auch ein wenig machen, ist sie geniessen, sie leben. Wir haben Zeit und wir haben sie trotzdem nicht. Und das Heimtückische an dieser ganzen Situation ist, dass wir meinen, wir haben Zeit. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, wenn es dann fertig ist. Darum sollte Zeit eigentlich das wichtigste Gut sein, das wir haben. Die grösste Währung, weil alle die gleiche haben. Und alle irgendwann auf die Welt gesetzt werden. Aber niemand weiss, wenn er gehen muss. Und dass niemand weiss, wenn er gehen muss, macht Zeit zu einer Währung, die wir alle haben, die ziemlich fest wertvoll ist. Für mich die wertvollste überhaupt. In der heutigen Episode erzähle ich von der Zeit. Nicht, weil ich es kann, sondern weil ich Freude daran habe. Auch nicht, weil ich unbedingt irgendetwas Grosses herumproleten will, sondern weil es einfach Fakt. Das Thema der Zeit, das beschäftigt mich schon ziemlich lang. Immer wieder. Bewusst, aber auch unterbewusst. Und weil ich wirklich finde, dass ich meine Zeit mit Sachen verbringen will, die mir Freude machen, habe ich mich auch für diese Folge wieder von meinen Freunden und von meiner Familie inspirieren lassen. Ich habe sie nämlich gefragt, was ist denn ihre Lieblingstätigkeit daheim, jetzt wo man vielleicht momentan gerade nicht so raus kann. Und wieso, dass es denn die Lieblingstätigkeit ist. Das habe ich einerseits gemacht, weil ich wissen wollte, was alle so machen während dieser Zeit jetzt hier. Und andererseits wollte ich es machen, weil vielleicht die Leute nicht so viel Inspiration haben. Oder manchmal froh sind, wenn sie einfach ein bisschen mehr Auswahl an Aktivitäten oder Ideen haben. Und darum habe ich irgendwie so wie einen Katalog, kann man sich das vorstellen. Ein Ideenkatalog, das tut noch gut, für daheim zusammengestellt. Mit ein paar lieben Leuten, wo wir wieder mal Fragen beantwortet haben und ihre Ansichten preisgegeben haben. Für das jetzt du und ich die Sachen einfach so geniessen können. Von daheim aus. Also, hock her, nimm dir Zeit und komm mit mir mit. Eigentlich ist es schon noch spannend, wie die Zeit uns die ganze Zeit begleitet. Etwa täglich höre ich von einer Person, die ich ganz fest gerne habe, die Worte «Hey, eins nach dem anderen». Wenn ich wieder mal am Umhypern bin und das Gefühl habe, die Tage haben zu wenig Stunden, oder ich schon am Morgen das Gefühl habe, die Zeit rennt mir davon, habe ich immer jemanden, der mir sagt, eins nach dem anderen. Sie läuft mir nicht davon, aber ich habe das Gefühl, sie läuft mir davon. Und sie läuft mir ab. Und das stresst mich manchmal. Der wache schon am Morgen früh und hat das Gefühl, ich bin schon hinten drin. Obschon, dass ich einfach die Augen aufzumachen. Es kommt mir manchmal fast ein bisschen so vor, als hätte uns jemand mit unserer Geburt unsere Zeit gestohlen. Und wir rennen dem Zeitdieb jetzt nach, bis wir irgendwann vor einer Schöpfung tot umfallen. Oder weil wir etwa noch ungesund gelebt haben. Weil wir keine Zeit hatten für unsere Gesundheit, für dazu zu schauen und auf uns zu hören. Oder gehen etwa allein tot um, weil wir Zeit mit der Familie und mit den Freunden haben vernachlässigt. Oder gehen etwa noch unzufrieden tot um, weil wir das, was wir machen wollten in unserem Leben,
nicht gemacht haben, weil wir keine Zeit dafür hatten. Weil wir keine Zeit dafür hatten, weil wir sie uns nicht genommen haben. Als der Polo Hofer eines seiner letzten Konzerte gegeben hat, bin ich ihn hören. Und es hat ein Lied, das ist mir besonders geblieben. Er ist dort dann so gestanden, wie er halt ist, in seiner Echtheit, vom Leben zeichnet. Einfach ein Mann, der die Zeit, die er hatte, wahrscheinlich mit dem hat verbracht, was er gerne gemacht hat. So ist er mir dann übergekommen, wo er aus vollstem Herz und mit so einer Intensivität das Lied hat gesungen, dass mir richtig nahe ist gegangen. Er hat dann gesungen, das letzte Hemli hat keine Säcke. Kannst nichts machen, es hat keinen Zweck. Also hätte er dann schon gewusst, dass seine Zeit gleich abgelaufen ist. Und er hat es dann mit so einer Selbstverständlichkeit gesungen, dass man nichts mitnehmen kann, wenn man geht, dass man nur hinterlassen kann. An diesem Konzert habe ich nicht gelernt, was Zeit ist. Und ich weiss nicht, was Zeit ist. Und die meinen, zu wissen, was es überhaupt ist, das sie behaupten. Das behaupte ich jetzt mal. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Zeit in ganz vielen Bereichen in unserem Leben sehr relevant ist. Sei es schon nur im Beruf. Sei es jetzt beim Kochen, wenn man irgendwie ein Menü zubereitet, dann kannst du auch nicht einfach irgendetwas machen, sonst hast du nämlich ein Herzbrot, so wie ich jetzt hin, weil es zu lange drinnen gelassen. Oder du hast verkochtes Zeug. Oder beispielsweise auch bei Ingenieursachen. Du kannst nicht einfach irgendetwas zusammensetzen, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Und wenn dann die Maschine auch noch zum Einsatz kommt und ihre Zeitvorgaben, zum Beispiel bei Robotik, nicht einhalten, dann hast du das Geschenk. Die Zeit kommt auch in Naturwissenschaften vor und dort ist es fundamental. Aber wenn es dann noch mit Philosophie kombiniert wird, finde ich, kommt ganz ein schönes Zusammenspiel. Hier kommt etwas Wichtiges zum Einsatz, also für mich eine Relevanz. Der deutsche Philosoph Kant, der auch seine meiste Zeit damit hat verbracht, aufzuklären. Er hat unter anderem viele Fragen zu Zeit und Raum beantwortet, aber er hat noch etwa viel mehr Fragen aufgeworfen, wo sich die Menschheit wahrscheinlich immer noch darüber den Kopf zerbricht. Er hat auf jeden Fall von Raum und von Zeit geredet. Er hat Raum als äußere Anschauung beschrieben. Vor Zeit hingegen hat er von inneren Anschauung geredet. Also er hat unterschieden zwischen Zeit und Raum. Raum als eher äußerlich, Zeit als eher von innen wahrgenommen. Man kann zum Beispiel zweimal am gleichen Ort stehen. Du kannst x-mal auf deinem Lieblingssteg am Morgen früh nach dem Aareschwumm am gleichen Ort herhocken. Das geht einfach. Du kannst es, wenn möglich, von dir aus so probieren, am gleichen Ort herzuhocken. Du könntest es auf x Varianten berechnen, aber du würdest es schaffen, deinen Körper am gleichen Ort herzuplatzieren. Was aber nicht geht, ist zweimal am gleichen Ort sein und sich dann vor Sonne in den Kopf schienen. Es geht einfach nicht. Die Sonne wird am nächsten Tag vielleicht nicht dort das Licht auf diesen Ort herwerfen. Oder vielleicht ist auch das Wetter anders, das Wasser ist anders, die Leute sind anders, die Atmosphäre ist anders. Du bringst die Zeit nicht mehr noch einmal so her, wie es du schon mal hast erlebt. Die Zeit scheint qualitativ zu sein. Es gibt nicht nur einmal genau den gleichen Zeitpunkt. Meine Kollegin hat das mal ganz schön veranschaulicht. Sie hat so eine Faszination für Fotos machen. Sie hat mir dann gesagt, du kannst nicht zweimal das gleiche Bild schiessen. Der Moment kommt nicht mehr. Er ist einmal hier und dann ist er weg. Sie hat dann noch gesagt, das ist wie beim Foteln. Einen Moment festhalten. Einer, der nur für eine kurze Zeitdauer so ist, wie er ist. Und dann kommt er nie mehr wieder. Du kannst ihn nicht zweimal gleich foteln. Der Ausdruck der Menschen ist anders. Die Blätter im Wind der Bäume wären vielleicht anders. Vielleicht ist das Wasser anders. Vielleicht ist die Mut anders. Und du würdest die Kamera schon ganz anders herhaben. Vielleicht ist aber auch einfach alles anders. Und du würdest genau die gleiche Vase foteln und es käme einfach irgendetwas anderes raus. Die Zeit kann aber auch quantitativ gemessen werden. Mit unserer super Uhr, die wir hier erfunden haben. Genau genommen war es ein arabischer Ingenieur im 11. Jahrhundert.
wenn ich jetzt das so sage, ich kann mir nicht vorstellen, wie lange das her ist. Ein 11. Jahrhundert. Wann war das? Ich habe die Wahrnehmung von Zeit fällt mir, für uns so eine lange Zeit beschreiben oder mir ein Bild darüber machen, wie lange das her ist. Die Zeit ist für mich subjektiv. Alle empfinden es anders. Für uns Menschen ist die Zeit aber keine physikalische Variable. Wir können nicht einfach so wieder bei Null anfangen und so tun, als würden wir jetzt irgendwann im Leben starten, obschon wir bereits vielleicht schon 9000 Tage auf dieser Welt sind. Im Leben eines Menschen ist T nicht einfach Null. Oder 1971 ist schon nicht einfach eine Zahl, sondern es ist das Jahr, wo das Schweizer Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Wir können uns erst unter Zahlen etwas vorstellen, wenn wir sie mit Erlebnis oder mit Ereignis unterlegen können. Ausser du bist irgendwie ein Autist oder so, ich glaube, bei denen ist es etwas anders. Aber in der Wissenschaft nicht. Aber auch das ist heimtückisch. In der Naturwissenschaft kann man immer nur das sagen, was man nicht weiss. Aber das ist ein anderes Thema. Wir Menschen, wir wissen auf jeden Fall, dass die Zeit läuft. Zwar immer gegen vorne. Schon noch schräg. Die Leute haben das Gefühl, sie läuft ab, also abwärts, aber eigentlich läuft sie gegen vorne. Es ist so linear. Aber die Leute nehmen vielleicht Zeit als Kreis wahr. Für andere ist es vielleicht ein Punkt. Die Zeit ist relativ. Und aus der Perspektive von unserem Innenleben ist aber die Zeit anders als eine Dimension. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Vergangenheit oder Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit ist abgeschlossen und Zukunft ist ungewiss. Aber was ist Gegenwart? Schwupps, schon wieder vorbei, schwupps, schon wieder vorbei. Und Zukunft, das ist etwas, das finde ich noch schwierig. Wenn ich von Naturwissenschaften rede, kommt immer wieder meine Begeisterung vom Menschsein. Wir sind eine komplexe, brillante Anhäufung von Atomen. Scheinbar. Ich habe natürlich selber nicht Zeit, um das alles nachzuforschen. Und darum muss ich auf eine gewisse Art und Weise einfach Wissen übernehmen, das bereits hier ist. Aber wir sind unvorstellbar genial aneinander geordnet, wir Menschen. Darum ist es gleich, wie sich die Zeit aus physikalischen Variablen verhalten. Weil mindestens etwas haben wir alle Menschen gleich. Wir werden nämlich älter. Und wir können mehr oder weniger den Alterungsprozess nicht beeinflussen. Gut, Elon Musk ist sicher da irgendetwas dran, aber aktuell können wir das, glaube ich, irgendwie noch nicht. Wir können nicht die Geschwindigkeit stoppen vom Alterungsprozess. Zum Beispiel, wenn 2 Velos die gleiche Strecke fahren, ist das eine vielleicht ein bisschen schneller dort als das andere. Aber wenn 2 Menschen um die gleiche Zeit geboren werden, dann sind die in 50 Jahren beide 50-jährig. Gut, sie sehen dann vielleicht ein bisschen anders aus, weil sie anders gelebt haben oder so. Aber niemand wird jünger. Und niemand ist schneller bei 50 als der andere. Aber wieso das ganze Zeug um die Zeit? Ja, es ist eben, wie gesagt, ein endloses Thema. Aber im Moment, finde ich, ist es schon relevant, dass wir uns mal wieder ein bisschen besinnen mit all dem Ganzen, was abläuft. Vielleicht holt sich jetzt einfach die ganze Welt und die Natur und was auch immer ihre Zeit zurück zum Erholen, was sie in letzter Zeit wegen uns vielleicht nicht so hatte. Es ist, wie es ist und eins nach dem anderen wird sich ergeben. Und vielleicht ist auch genau jetzt der richtige Zeitpunkt, wo sich die Leute ein bisschen mehr mit sich selber oder endlich mal ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen. Vielleicht ist jetzt einfach auch die Zeit zu merken, dass wir gar nicht so wichtig sind, wie wir uns selber wichtig nehmen. Klar, wir als Individuum, wir sind uns schon sehr wichtig, aber so global gesehen sind wir nichts. Ist irgendwie schade, aber ist irgendwie auch schön, dass wir sehen, die Sonne geht auf dem Lieblingssteg jeden Morgen genau gleich auf. Als ich den Podcast «Für das Leben» heisst habe gemacht, ist mir aufgefallen, was die Leute in ihrem Leben so schätzen und für was sie dankbar sind. Sie haben dann Sachen genannt wie Gesundheit, Familie und Freunde und das Privileg, in einem sicheren Land zu leben. Das alles ist momentan noch da. Aber der Raum hat sich irgendwie ein bisschen verändert. Obschon einige von uns aktuell aus ihrer Struktur, aus ihrer Komfortzone rausgerissen werden, ist das der Zeit egal.
Die Zeit ändert sich nicht. Sie läuft weiter. Wie sie das schon x-tausend Sekunden, Minuten, Stunden vorher gemacht hat. Was wir jetzt machen können, ist die Zeit, die wir gewonnen haben, zu nutzen. Vielleicht in etwas investieren, das uns erfüllt. Etwas, das fängt, das uns Sinn gibt, das uns gut tut. Egal was es ist. Wann haben wir das letzte Mal etwas gemacht, etwas völlig Neues? Oder sind aus unserer Gewohnheit, von zum Beispiel unseren gewohnten Hobbys, ausgebrochen? Oft haben wir auch gar nicht die Möglichkeit, aufgrund von fehlender Zeit neue Sachen auszuprobieren. Oder schlicht und einfach keine Energie mehr, weil unsere Energie in etwas ganz anderes investiert wird. Und vielleicht ist jetzt einfach mal der Moment, sich zu sammeln, zu schnaufen und mal zu hören, was will ich denn eigentlich. Und jetzt auf einmal haben wir Zeit und Energie, für Sachen auszuprobieren, die wir noch nicht gemacht haben. Wer kennt es nicht? Die Agenda ist normalerweise pumpenvoll. Termine, Deadlines, Treffen. Wir mögen das manchmal fast nicht prestieren. Und es kommt Schlag auf Schlag und schon wieder ist der nächste Monat voll. Und wenn wir mal nichts vorhaben, dann haben wir erst recht Stress, weil wir nicht wissen, was mit unserer Zeit anfangen. Gut, ganz so drastisch, wie ich es jetzt schildere, ist es ja schon nicht. Das Schöne an der Zeit ist ja, dass wir sie alle haben und wir nicht wissen, wann sie fertig ist. Was ich aber denke, ist, dass die Zeit das Einzige ist, wo wir gemeinsam haben, die gleiche Währung. Wenn wir wüssten, wann das fertig ist, würden wir die Zeit wahrscheinlich ganz, ganz anders einplanen. Die Tatsache, dass wir es aber nicht wissen, wenn wir gehen, ändert alles. So. Und weil so viele Leute keine Ideen haben, was sie denn mit ihrer Zeit machen, weil sie schlicht und einfach sich nicht darum gekümmert haben, habe ich jetzt meine Freunde und meine Familie gefragt, für was sie denn ihre Zeit investieren. Also genau genommen habe ich sie gefragt, oder ich habe gesagt, sag mir deine Lieblingssache, die du daheim machst und mir würdest empfehlen, auch zu machen. Ich wollte nebst dieser ganzen Sache auch wissen, was es denn ihnen gibt, wenn sie diese Sache machen. Das Ganze dient natürlich auch, weil ich neugierig war, was denn meine Leute alle so machen. Aber was es vor allem ist es ein Ideenkatalog. Für wenn du jetzt daheim rumhockst oder dir vielleicht Ideen ausgegangen sind, was du daheim könntest machen oder vielleicht auch mal Inspiration brauchst für etwas Neues oder vielleicht auch einfach zuhören, habe ich hier einen Ideenkatalog von meinen Liebsten. Ich habe also eine Person gefragt, sag mir deine liebste Sache, die du daheim machst und mir würdest du empfehlen, auch zu machen. Und eine Person hat gesagt, ich mache sehr gerne Musik. Ich liebe es. Ich liebe es, auf meiner Gitarre rumzuklimpern. Es leert den Kopf und ich bin sofort entspannt. Eine weitere Person hat gesagt, Garten. Ich habe gefragt, wieso? Weil es in der Natur ist, was der Shit ist. Ich mich sowieso muss bewegen und sehen, wie alles um mich herum lebt. Dann machst du etwas, sei es Jetten oder Salat setzen und siehst immer gerade das Resultat am Ende des Tages. Und das gibt dir nochmal den extra Kick, morgen wieder in den Garten zu gehen. Oder es macht dich stolz, wenn du siehst, was du den ganzen Tag hast gemacht. Meine Mama hat geschrieben, ich liebe es, aus Kernen, Früchtensteinen oder Pflänzchen einen Strauch, einen Baum oder so zu ziehen. Es muss aber etwas sein, das nicht alltäglich ist. Nicht etwas, das man einfach kaufen kann. Und dann habe ich sie gefragt, was es denn ihr gibt. Ruhe, Freude und dass nicht alles negativ auf dieser Welt ist und der Drang, etwas vom Schönen zu erhalten. Eine Kollegin von mir hat gesagt, einfach mit mir allein sein. Keine Musik und nichts, sondern einfach ich und meine Gedanken. Das gibt mir Ruhe, Zeit zum Eindrücken vom Tag zu verarbeiten. Und ich kann mich dann völlig von den Reizen lösen, die immer auf mich einprasseln. Ich habe auch jemanden gefragt, den wir hier in Bern sicher alle kennen, weil die Person mit dem, was sie macht, uns ziemlich fest prägt. Einmal gerade meine Generation. Die Person hat gesagt, ein Buch lesen. Ich habe gefragt, was gibt es denn dir? Freude, Ruhe, Ausgeglichenheit und das Gefühl, dass ich meine Zeit sinnvoll nutze.
Zeit sinnvoll nutzen scheint uns Menschen ein grosses Anliegen zu sein. Der Philosoph, den ich vorhin von ihm erzählt habe, der Kant, hat nämlich sich auch so ein paar Fragen gestellt. Und eine Frage davon war, was soll ich tun? Ja, was sollen wir machen? Meine nächste Kollegin weiss genau, was sie machen will. Sich Zeit nehmen, alle Gegenstände, Kleider, Schuhunterlagen usw. zu sortieren. Sortieren und von sich Sachen trennen, die man im letzten Jahr nie gebraucht hat. Es gäbe ihr ein befreiendes Gefühl und sie sehe am Ende das Ergebnis. Dass sie nicht planlos irgendetwas macht, sondern ein Ziel verfolgt. Das gäbe ihr eine Struktur, die sie braucht. Ein Ziel verfolgen scheint also auch relevant. Mein Lieblingsmoment daheim ist, wenn ich mir einen feinen Kaffee mache und mich mit dieser Decke und einem feinen Kaffee auf dem Balkon einkuschle. Dort nehmen sie sich 10 Minuten Zeit für sich, ohne Handy, ohne sonstige Ablenkung und lassen einfach ihren Gedanken freien Lauf. Me-Time hat sie das Ganze genannt. Zeit für sich selber und den Moment per se geniessen. Jemand anderes hat gesagt, am besten ist es immer mit ein bisschen Abwechslung. Zum Beispiel mit Lesen geht es ziemlich gut. Oder auch Insektenhotel zusammen basteln. Oder einfach bei diesem schönen Wetter auf dem Balkon zocken. Ich habe gefragt, was das dieser Person gibt. Sie hat gesagt, Befriedigung. Ich mache gerne etwas mit den Händen und etwas Kreatives. Einfach etwas Schönes. Die Geschichte vom Machen, die kennen wir doch. Eine Kollegin von mir hat gesagt, sie stehe relativ früh auf. Natürlich schon dann, wenn es hell ist. Das glaube ich ihr nicht, weil sie ist etwa die erste Bernerin, die am Samstagmorgen auf dem Markt steht. Sie hat auf jeden Fall gesagt, und dann mache ich mir ein feines Milchkaffee und gehe raus auf das Bänkli zu meinem Kräutergarten mit einer warmen Jacke und trinke das mit voller Achtsamkeit. Gerichtet auf den Geschmack, die Umgebungsgeräusche, die frische Luft, der Ausblick in den Garten. Und auf die Gedanken an die guten Leute über einen Tag, der dann so kommt. Es gibt mir Gelassenheit, Ruhe, der Fokus auf das Gute, in dieser Zeit und auch Energie für einen Tag. Jemand anderes hat gesagt, das ändert auch immer wieder. Im Moment ist es Lesen auf dem Sessel oder die tägliche Ideen- und Entspannungssession. Und Schostakowitsch, sagt man das so? Streichquartett Nummer 8. Und ich habe gefragt, was es dort gibt. Das Streichquartett Nummer 8 erinnert daran, dass es Leute gibt oder hat gegeben, die unter viel schlimmeren Umständen haben müssen leben. Das relativiert. Eine weitere Kollegin hat gesagt, ich tue gerne auf der Terrasse draussen hocken und ein Buch lesen und ab und zu schauen, was die Nachbarn so machen. Ja, ich sehe dich gerade. Oder sich in der Natur abspielt. Dazu mache ich mir etwas Feines zu trinken, einen guten Tee oder etwas Erfrischendes. Oder ich male ein Mandala und höre dazu ein bisschen Musik oder einen Podcast. Ich habe sie gefragt, die Person, was es für sie bedeutet. Entspannung und Inspiration. Ein Ausgleich. Ich kann mich treiben, sei es mit der Lektüre oder auch wenn ich kurz unterbreche zu lesen. All meine Sinne können die Eindrücke von außen aufnehmen, wenn ich auf der Terrasse hocke. Und ich nehme mir Zeit, die bewusst auf mich einzuplätschern und höre einfach mal. Das beruhigt unglaublich. Das vergesse ich manchmal im Alltag. Einfach hören, ohne viel zu denken. Und beim Ausmalen von Mandalas kann ich meine Gedanken frei laufen. Dann kommen mir manchmal schon gute Ideen. Und ich tue mich bewusst nur auf maximal 2 Sachen fokussieren. Auf das Musik hören und auf das Malen. Und sonst nichts. Das ist so ein Gefühl, das beruhigt. Entspannung im ganzen Körper und auch ein bisschen Kreativität. Weil ich vor allem im Büro arbeite, ist das ein Ausgleich, wo ich kreativ sein kann und andere Teile in meinem Hirn irgendwie anregen kann. Dann fühlt man sich ausgeglichener,
so geerdet. Und dann hat sie mir etwas geschrieben, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Sie hat geschrieben, ich glaube, ich habe bei dieser Frage gerade etwas gemerkt. Und zwar, dass mir beim Lesen also gar nicht immer darum geht, ins Buch und die Geschichte einzutauchen, sondern mehr darum runterzufahren. Dass ich dann offen und ruhiger bin für andere Eindrücke. Meistens lege ich darum nach einer Zeit das Buch weg und höre einfach mal, was da so zu hören gibt. Und sie hat gesagt, ich glaube, ich habe bei dieser Frage gerade etwas gemerkt. Und yes, merci, genau um das geht es mir bei diesem Podcast. Ich möchte die Leute ein bisschen mehr zum Denken oder zum Überlegen oder zum Nachforschen anregen. Weil wir haben so viele Sachen in uns drinnen, die manchmal gerade durch den Alltag einfach nicht an die Oberfläche kommen. Und wenn ich dann höre, dass irgendjemand inspiriert oder angeregt worden ist oder etwas gemerkt hat, dann finde ich das umso schöner. Das hier finde ich schön. Eine Person hat nämlich gesagt Bondage. Und ich habe gefragt, wieso. Die Person hat gesagt, Lust, ein Gefühl von Kontrolle und ist eine Form von kreativem Ausdruck. Und diese Person spricht etwas so Relevantes an. Liebe machen, zusammen sein, Sex haben, darüber reden. Weil es ist doch das Natürlichste auf der Welt. Alle machen es. Viele machen es. Viele machen es nicht, viele machen es nicht mehr. Aber etwa niemand redet darüber. Über ein Thema, das so omnipräsent ist und bei allen immer irgendwie im Hinterkopf ist. Und jetzt gerade wenn der Frühling da ist, spielen wieder alle. Und darum, das Thema hat so viel mehr Raum verdient. Und wer nicht Liebe macht, soll zumindest versuchen, darüber zu reden. Schon nur, wenn wir die Scheidungsrate hier in der Schweiz anschauen, die spricht für sich und wahrscheinlich auch, dass längst nicht alles ausgesprochen wird, was bei diesem Thema sollte ausgesprochen werden. Oder dass zum Beispiel jede zweite Person in ihrer Beziehung schon mal fremdgegangen ist. Das ist dann erschreckend. Dabei gibt es heutzutage irgendwelche Beziehungskonstellationen oder Modelle, wo wahrscheinlich niemand unterdurch müsste. Oder zumindest schon nur darüber reden. Oder etwas ansprechen. Oder sagen, das möchte ich gerne so oder das hätte ich gerne anders. Oder mal fragen, wie sich dann die andere Person überhaupt fühlt. Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Mal sagen, schau im Fall, mir passt es so nicht. Wir müssen etwas ändern, weil sonst kommt es nicht gut. Aber Leute reden irgendwie nicht über das Thema. Ja, klar. Es ist immer sehr persönlich und alle fühlen sich nachher gerade betüpft. Aber wenn es nicht um Liebe geht im Leben, um was geht es denn dann? Wenn ich wieder zurückkomme zu den Lieblingstätigkeiten, die die Leute daheim gerne machen, hat scheinbar auch das Garten viel Liebe verdient. Die nächste Person hat gesagt, daheim meinen Garten pflegen, von Jetten und Wurzeln ausreissen am Anfang bis zu mit den Sachen, die ich angepflanzt habe, zu kochen. Es beruhigt mich und holt mich vom stressigen Alltag wieder am Boden. Und wer einen Garten oder eine Terrasse hat, kann ich Garten nur weiterempfehlen. Natürlich auch andere Gräser anpflanzen, je nach Lust und Laune. Ein bisschen mit der Natur verbinden daheim. Das beruhigt mich einfach. Diese Leidenschaft teilt auch gerade die nächste Person. Im Moment bin ich am Stecklingenflash. Von jeder Zimmerpflanze kleine abschneiden und darauf warten, bis Wurzeln kommen. Finde ich super. Ich habe sie dann gefragt, was gibt es ihr? Dann hat sie gesagt, mehr Pflänzchen und eine heimliche Liebesaffäre. Jemand anderes hat gesagt, mit dem Kollegen Gangbeasts gamen. Ich habe es dann googeln und das sind so komische, neonfarbige Töckchen, die man irgendwie abschießen kann. Und ich habe gefragt, was es gibt und die Person hat gesagt, sehr viel Spass. Musik machen ist auch genannt worden. Und die Antwort auf die Frage, was es denn der Person gibt, hat grundsätzlich eine eigene Podcast-Episode verdient. Die Person hat antwortet, ich muss heute überlegen, wie ich das genau soll oder kann in Worte fassen. Es gibt Sachen, die kann man nicht in Worte fassen. Und wenn etwas einem so viel bedeutet wie dieser Person Musik, dann kann draussen noch die Welt zusammenfallen, weil Musik ist für die Person alles. Jemand anderes hat gesagt, das, was ich daheim am liebsten mache, ist trainieren und zeichnen.
Beides braucht so wenig und man kann ganz viel damit machen. Sonst bin ich auch viel am Rumplägern und Musik hören. Und was die Person mir empfehlen oder uns empfehlen und was sie auch selber versucht zu machen, ist aufräumen. Auf alle Weisen und Wege, wie man es halt kann. Es ist so befreiend und es gibt ganz viel Platz für Neues. Und was die Person uns auch empfiehlt, such dir etwas, das dich herausfordert. Dich dazu, wenn möglich messbar, Ziel setzen und Freude am Fortschritt haben. Zum Beispiel den Moonwalk üben, jonglieren oder Trainingsübungen. Ich habe die Person dann gefragt, was es ihr gibt. Trainieren gibt mir einen gesunden Körper und es macht mir einfach Freude. Ich beobachte und dokumentiere auch gerne meine Fortschritte. Das gibt mir nachher ein gewisses Vertrauen in mich, dass ich Sachen, die ich mir vornehme, schaffen kann und sich die Übung auszahlt. Zeichnen ist für mich ein Kanal, für mich auszudrücken, um mich zu erholen. Dann habe ich auch ein Produkt in der Hand, wo ich mich darüber freuen kann. Aufräumen nehme ich mir eine Last ab. Weniger Unordnung und weniger Sachen bedeutet weniger Aufwand zum Zeug unterhalten und daran umhirnen. Und als ich daheim zur Werkstatt reinkam, habe ich meinen Vater gefragt: «Und du, was würdest du empfehlen?» Dann hat er gesagt: «Ja, etwas rumgrübeln oder ein bisschen nachdenken.» Der Grund dafür ist, dass er gerne allein ist, hat er gesagt, was ich ganz fest nachvollziehen kann. Ich liebe es, den Leuten beim Leben zuzuschauen oder zuzulassen. Und ich würde mir wünschen, dass du, wo du jetzt hier zuhörst, auch die Gesichter könntest sehen von den Leuten, die ihre Lieblingsaktivitäten reingegeben haben. Mir gefällt es, dass die Lieblingsaktivitäten von diesen Leuten uns jetzt mitgegeben wurden. Für ein bisschen mehr Ideen in diesen Zeiten, wo wir vielleicht manchmal nicht wissen, was machen. Mir sind auch noch ein paar Ideen in den Sinn gekommen, die man machen könnte, wenn man daheim ist. Zum Beispiel habe ich erst gerade in einem Heftchen ein Inserat gelesen, wo jemand eine Brieffreundin sucht. Und ich habe ihr einen Brief geschrieben und sie hat bis heute nicht zurückgeschrieben. Blöde Zwetschge. Aber grundsätzlich ist Briefe schreiben etwas Schönes. Das haben wir von früher, Brieffreundschaften. Und irgendwann haben wir die Brieffreundschaften mit virtuellen Freundschaften ersetzt. Touchscreen-Berührungen, was ja auch in Ordnung ist. Aber vielleicht mal wieder einen richtigen Brief schreiben. Was ich auch schön finde, ist den Grosseltern anrufen. Und was ich am liebsten mache, wenn ich nicht weiss, was machen, was sehr selten vorkommt, ist digitaler Minimalismus. Das heisst, sich von allen Sachen, von allen schäbigen Plattformen, wo wir noch drauf sind, abmelden. Und alle Newsletter abmelden und entfernen. Oder bei Instagram den ungesunden Profil zu entfolgen. Was ich auch mache, ist Leute, die mir folgen, löschen. Also, dass ich nachher weniger Leute habe, die meine Sachen sehen. Man weiss ja nie, was da rumcreept. Fotos sortieren oder archivieren oder Ordner machen mit Fotos von allen Jahren, damit man dann auch wieder ein kleines Gefühl hat, wenn man die alten Fotos anschaut. Und was ich auch ganz fest empfehle vom tiefsten Herzensboden ist, Tagebuch schreiben. Das heisst ja nicht, dass du jeden Tag etwas dort drin schreiben musst, aber manchmal ist es gäbig, Gedanken einfach aus dem Kopf rauszunehmen und irgendwo aufzuschreiben. Das ist dann auch cool, wenn wir irgendwann mal vielleicht dement sind oder so, dann können wir von unseren Räubergeschichten erzählen, die wir in unseren Jugendjahren erlebt haben. Und wir haben ein bisschen mehr Platz im Kopf für neues Zeug. Was ich auch ganz fest empfehle, ist, mach deinen Scheissentag. Das bedeutet, dass du dir einen Tag raussuchst, wo du all deine Scheisse erledigst, wo du schon so Ewigkeiten vor dir her stüdelst. Am besten machst du das Ganze dann ohne Hose, weil dann geht es viel besser. Zum Beispiel erledigst du dort Sachen wie Bürogugus oder Arbeiten, die du für die Schule machen solltest. Zum Beispiel fährst mal mit deiner Arbeit an, wo du schon so lange prokrastinierst. Und dann irgendwann kannst du auch beibehalten, jeden Tag ein bisschen Zeit in die Arbeit zu investieren. Das bedeutet ja nicht, dass du
nachher jeden Tag einen Roman schreiben musst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass wenn du mal in den Flow hineinkommst, dass du auch mehr als 5 Minuten daran investierst. Und grundsätzlich vermittelt es dir dann ein gutes Gefühl, weil du weisst, heute habe ich etwas gemacht, was ich sollte. Weil wir manchmal in dieser ganzen Gesellschaft von Überfluss wie mehr und mehr und mehr wollen, merken wir manchmal fast nicht, was wir ja auch reduzieren könnten. Es gibt den schönen Film, der heisst Chihiros Reise ins Zauberland. Und dort gibt es so eine komische Gestalt. Auf Deutsch heisst sie Ohngesicht. Das ist so ein schwarzes Mannstöckeli mit einem weißen Gesicht und so schwarz angemaltem Augen, Nase und Mund. Und das stellt den Überfluss und die Gierde dar, die wir Menschen haben. Und in diesem Film wird ganz, ganz schön beschrieben, dass das Mädchen, die Chihiro, die ist irgendwie ein bisschen immun gegen die Gier und den Überfluss. Und der Film hat mir irgendwie auch wieder gezeigt, dass wenn man sich nicht auf den Überfluss und die ganzen materialistischen Geschichten oder Mediengeschichten einlädt, dass es einem gar nichts macht und dass man tiptop auch ohne das Ganze weiterleben kann. Aber was möchte ich damit sagen? Ich möchte gerne auch ein paar Sachen mitgeben, die wir zukünftig eigentlich nicht mehr machen müssten. Zum Beispiel ein Schnauz sein. Schnäuze sind Bünzli-Menschen, die Bünzli-Leben führen und wegen ihrer unberechtigten Angst vor allem nicht Schnäuze fast zur Weissglut führen, weil sie zum Beispiel Lebensmittel bunkern oder Panik verbreiten oder umhypern wegen Sachen, die jetzt wirklich nicht so essentiell sind. Und ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass wir ein bisschen weniger Schnäuze versuchen zu sein, alle zusammen, dass wir ein bisschen toleranter sind oder halt auch mal die Sachen aus einem etwas objektiveren Blickwinkel anschauen und nicht nur schauen, was ist denn mit mir, was habe ich. Klar, das ist schwierig, weil wir haben nur uns und unsere Familie. Schlussendlich geht es um das ist mir schon bewusst. Aber wir würden uns, glaube ich, das Leben vereinfachen, wenn wir manchmal uns ein bisschen weniger beklagen ab Sachen, die man nicht ändern kann oder könnte ändern und es nicht machen. Darum Schnauze ist schon in Ordnung, aber einfach bis ein sozialer Schnauz. Und jetzt hier im Schnelldurchlauf, was kann man machen, wenn man daheim ist und nicht weiss, was machen? Erstens, Gartnen. Sei es jetten, setzen, dazu schauen, die Sachen ernten und essen oder verschenken. Zweitens, Musik. Musik machen, Musik geniessen, einen Podcast hören, am Boden liegen und einfach mal nichts anderes machen als hören. Der dritte Punkt habe ich besonders gern. Aufräumen und entrümpeln. Altes loslassen oder archivieren und Platz für Aktuelles machen. Wieso? Weil Vergangenes vorbei ist. Wir können die Sachen mitnehmen in die Zukunft, aber wir sollten nicht Sachen leben, die vorbei sind. Wir können sie nicht ändern. Die sind durch. Aber Sachen, die vorbei sind, können mit in die Zukunft genommen werden. Zum Beispiel Ideen oder Erfahrungen. Leute, die wir neu haben. Oder Leute, die uns nachher helfen und für uns da sind. Weil sie durch unser Sein und durch unsere Erinnerungen weiterleben, sind die alten Sachen nicht einfach fort. Und Vergangenes ist nicht einfach weg. Aber alles, was das Köfferchen schwerer macht, alles, was nicht sein müsste, für das man diese Ballast weiternimmt, in die Zukunft oder in die Gegenwart, könnten wir ausmisten. Und die Sachen nicht mehr weiter hinten nachher schleifen. Wir könnten es einfach irgendwo deponieren, wo sie es gut haben, wo sie Sorge zueinander haben. Und ab und zu, wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist es notwendig, sie wieder holen. Der vierte Punkt ist mir der wichtigste. Liebe. Punkt. Was man auch machen kann, ist Punkt Nummer 5. Sport machen. Es gibt genug Leute, die ihre YouTube-Videos mit ihren Workouts ins Internet aufladen und wir jetzt können abladen und schauen. Oder wir können selber mal ein bisschen kreativ sein und schauen, ja, was sagt mir überhaupt zu, welche Bewegung gefällt, wie fühlt sich das an? Und dann holst du dir irgendwie eine Anleitung aus dem Internet, wie man die Bewegung richtig ausführt.
Oder Sachen, die du halt gelernt hast von alten Training, die du jetzt immer gemacht hast. Versuch doch das mal umzusetzen. Du brauchst nicht immer einen Mentor oder einen Leiter. Weil das Ziel eines Leiter, das ist ja eigentlich auch, dich selbstständig zu machen. Und die Erfahrungen, die er dir mitgegeben hat, oder sie dir mitgegeben, dass du die jetzt auch umsetzen kannst. Das ist eigentlich, glaube ich, das Grösste, was du einem Trainer machen kannst. Deine Sachen, die du hast erfahren bei ihm oder bei ihr, mit in deinen Alltag hineinnehmen und selbstständig umsetzen. Nummer 7 ist meditieren. Entspannen oder vielleicht auch mal eine Massage machen. Das geht eigentlich auch allein. Hol dir ein feines Öl oder eine feine Creme und dann schaust du mal, wo all die Verspannungen liegen, die man eigentlich sonst aber nicht so merkt. Dann kannst du die lösen und vielleicht geht es dir dann besser. Nummer 7 ist immer wieder genannt worden. Lesen. Und zwar richtig. Ohne Handy. Irgendwo herhocken, wo die Augen dann auch von der Entspannung profitieren können, wenn halt einfach mal der Blick abschweift von dieser ganzen Büchergeschichte. Und das Schöne am Lesen ist halt auch, dass man in so eine, wir haben es schon 1000-mal gesagt in den anderen Podcasts, dass man in so einen Flow hineinkommt, in eine andere Geschichte, in eine andere Welt. Und dass die Inspiration aus Büchern sehr wertvoll ist und auch, dass die Fantasie angeregt wird. Und vielleicht kommen dann neue Sachen in den Sinn. 8. finde ich auch einen ganz schönen Punkt, nämlich machen. Malen, zeichnen, basteln, etwas erschaffen, mit den Händen arbeiten, zum Beispiel nähen und aus alten Sachen neue Sachen machen. Auf Pinterest gibt es so viele Ideen, wie du von nichts auf alles kannst kommen. Indem du einfach eine Anleitung liest und aus einem alten Kleidungsstück vielleicht etwas ganz Neues machst, wo du dann wieder Freude daran hast, das anzuhaben. Etwas Handwerkern. Aus einem alten Möbel etwas Neues machen oder vielleicht aus einem Stuhl etwas komplett anderes machen. Das ist sehr etwas Wichtiges und gibt uns auch wieder ein bisschen Perspektive, ein bisschen Sinn geben, etwas Neues erschaffen. Der 9. Punkt ist Kochen und Backen. Und hier habe ich ein ganz grosses Anliegen von mir, das mir beruflich, aber auch persönlich sehr am Herzen liegt. Die ausgewogene und umweltfreundliche Ernährung. Ich höre viel, wenn ich mit Leuten über das Thema rede, ja, aber es braucht so viel Zeit, das zu lernen. Und jetzt haben wir sie. Und jetzt ist vielleicht genau der Moment, wo wir lernen, was ist denn eine umweltfreundliche Ernährung? Oder wie kann ich mich ausgewogener ernähren? Und die 2 Sachen lassen sich perfekt kombinieren. Das ist ja das Schöne daran. Das eine schliesst das andere nicht aus, im Gegenteil. Und wenn das Wissen fehlt, oder die Bereitschaft fehlt, oder die Motivation fehlt, der oder die sollen sich doch bitte noch ein bisschen gedulden. Ich habe das Gefühl, die Zukunft bringt noch das eine oder andere, was wir zusammen machen können. Das 10. ist Schreiben. Briefe schreiben oder Tagebuch schreiben. Oder Arbeiten schreiben, solche, die wir schon lange rausstüdeln. Was eigentlich gut wäre, wenn wir uns endlich mal daran herhocken, uns kurz einen Überblick verschaffen und dann damit anfangen. Und dann auch ein bisschen dranbleiben. Nicht Ewigkeiten. Einfach so, dass wir ein gutes Gefühl haben, wenn wir ein bisschen an dieser Arbeit geschaffen haben. So, und jetzt haben wir ein paar Ideen, was wir dann machen können, wenn wir nicht wissen, was machen. Und alle Punkte, die ich genannt habe, die meine Kollegen, meine Familie und meine Freunde genannt haben, haben etwas gemeinsam. Sie alle zielen darauf ab, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Aber wie verbringt man diese Zeit sinnvoll? Der Kant, der Philosoph, hat sich das auch gefragt. Was soll ich tun? Und ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist für uns einen Sinn in einer Tätigkeit zu finden, dass wir unsere Zeit sinnvoll nutzen können. Aber wie verbringt man diese Zeit sinnvoll? Das kann ich nicht beantworten. Während der eine auf einem Bänkchen hückelt und genüsslich seine Orangen schindet und dazu in die Sonne blinzelt, rennt die andere neben ihm vorbei. Und beide schauen sich einen kurzen Moment an und denken, was für eine Zeitverschwendung. Und während der eine auf einem Bänkchen hückelt und genüsslich eine Orange schindet und dazu in die Sonne blinzelt, rennt die eine neben ihm vorbei. Beide schauen sich an und beide denken, was für eine schöne Sache, Zeit so zu verbringen.
Wieder einmal finde ich es schön, hast du dir Zeit genommen, bei Awesome Range of Freedom zuzuhören und habt dir Sorge. Bis gleich.